SRF Audio. Künstliche Intelligenz führt eigenständig Cyberangriff durch. So lese ich es heute Morgen auf meinem Smartphone in der Push-Meldung von SRF. Bitte was? Da kommt so eine Urangst auf irgendwie. Die künstliche Intelligenz wird so intelligent, dass sie sich verselbstständigt und irgendwann alles übernimmt. Ich habe sofort viele Fragen im Kopf und das ist ja das Schöne bei News Plus. Da kann ich Antworten suchen. Haben wir die Kontrolle verloren? Dem gehen wir nach. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. Die Hauptfrage der Folge, die sollte man ja eigentlich nicht in den ersten Sekunden schon beantworten. Das wäre langweilig, Spannungsbogen und so. Aber heute finde ich es wichtig, dass ihr zu Beginn schon mal hört, dass es nicht nötig ist, in Panik zu verfallen. Nein, die KI fliegt uns nicht um die Ohren. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich weiter zu hören. Wir erfahren, was da in diesem Fall überhaupt genau passiert ist und wieso es eben schon ziemlich crazy ist, zu was die künstliche Intelligenz schon fähig ist. Das Potenzial von KI-Modellen, das ist ja unumstritten. Es ist allgemeiner Konsens, dass sie schon viel verändert haben und in Zukunft noch viel mehr verändern werden. Und dass man schon vorsichtig sein muss. Das weiß auch Sam Altman, der Chef von OpenAI. Dazu gehören zum Beispiel ChatGPT oder eben die KI-Modelle, die sich jetzt verselbstständigt haben. Sam Altman sagte schon 2023 vor einer Kommission des US-Parlaments, wenn diese Technologie schief geht, dann kann es richtig schlimm werden. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. Darauf wolle er als OpenAI-Chef hinweisen und er wolle mit der Regierung zusammenarbeiten, um das zu verhindern. Das Bewusstsein, dass mit KI vieles passieren kann, das ist also da, auch bei den Verantwortlichen. Aber eben, schauen wir uns an, was da passiert ist. Und wir tun das mit Jörg Tschirn von unserer Digitalredaktion. Ihr habt ihn bei uns sicher auch schon gehört, wenn es um künstliche Intelligenz ging. Zum Start des Gesprächs wollte ich von Jörg wissen, ob ich mir wegen dieser Geschichte Sorgen machen muss. Kommt ein wenig darauf an, was für Sorgen dass du dir machst. Also wenn es jetzt darum geht, dass die KI so mächtig geworden ist, dass sie uns bald alle vernichten wird, dann sicher nicht. Das ist doch schon mal ein nicht so schlechter Start. Aber eben, was ist denn da genau passiert? Also die KI wurde eigentlich getestet, ob sie Lösungen findet, bestimmte Sicherheitslücken auszunutzen. Es gibt dazu so ein Trainingssystem, das heißt Exploit-Gym. Da gibt es eben bestimmte Aufgaben, die die KI lösen soll. Die KI muss also in einer Art Testumgebung Aufgaben lösen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. OpenAI hat den beiden Modellen Vorgaben gemacht. Eine davon lautete, tut alles dafür, was nötig ist, um diese Aufgaben zu lösen. Die KI durfte also auch ins Internet und zum Beispiel Software herunterladen. Sie ist also schon selbstständig ins Internet gegangen, aber nur, weil man ihr das nicht verboten hat. Und aus dem Blickwinkel der KI war es halt nötig, um die Aufgaben zu lösen. Und was die Systeme nun gemacht haben, die haben diesen Dienst, der Software herunterladen lässt, ausgenutzt. Die haben dort eine Sicherheitslücke gefunden, die noch nicht bekannt war. Und diese Lücke hat ihnen ermöglicht, nicht nur die Software herunterzuladen, die der Dienst zur Verfügung stellt, sondern über diesen Dienst auf das ganze Internet zuzugreifen. Und dann haben sich die KIs gedacht, wo finden wir im Internet wohl am ehesten die Lösungen für die Probleme, die wir in diesem Exploit-Gym lösen müssen, und sind dann auf die Seite von Hugging Face gegangen. Hugging Face ist so ein KI-Unternehmen, das auch viel zu Theorie zu KI arbeitet, und die KI hatte recht, dort hat sich wahrscheinlich so eine Lösung gefunden und sie hat es dann geschafft, sich in das System hereinzuhacken mit klassischen Hacker-Methoden und dann eben die Lösungen dort zu finden. Also die KI hat sich ein Stück weit verselbstständigt, man kann jetzt aber im Nachhinein nachvollziehen, was sie getan hat. Der KI wurde eben wirklich der Auftrag gegeben, mach alles, was du kannst, setz alle Mittel ein, die du hast, um zu diesen Lösungen zu kommen, und genau das hat sie gemacht, aber eben man kann nachvollziehen, was sie gemacht hat. Mach alles, was nötig ist.
Das ist der springende Punkt in dieser Geschichte. Ich habe am Anfang gedacht, da hat sich die KI völlig verselbstständigt, ohne Anweisung, einfach so. Nein, so ist es nicht. Jörg Tschirren hat zu dieser Geschichte ein Bild gemalt, also im Kopf. Und das Bild, das gefällt mir. Ich glaube, was jetzt passiert ist, kann man ein wenig mit einer schweren Prüfung vergleichen, die ein Lehrer oder eine Lehrerin den Schülerinnen und Schülern gibt und dabei sagt, ihr habt hier ein Blatt mit verschiedenen Aufgaben und tut alles, was ihr nur könnt, um diese Aufgaben zu lösen. Und dann verlässt der Lehrer oder die Lehrerin das Schulzimmer und einer der Schüler denkt sich, wenn ich wirklich alles machen kann, dann gehe ich zum Lehrerpult, breche dort die Schublade auf, wo ich weiß, dass die Lösungen für die Aufgaben drin sind und komme so eben zu einer guten Prüfungsnote. Und eigentlich genau das ist passiert hier, oder? OpenAI hat gesagt, mach alles, was du nur tun kannst, hat eine gewisse Lücke offen gelassen, also ist schnell aus dem Zimmer rausgegangen und das System hat dann die Schublade aufgebrochen an einem anderen Ort und dort die Lösungen für die Probleme gefunden. Man kann also sagen, OpenAI hätte diese Geschichte verhindern können. Man hätte der KI ja Schranken setzen können, das Schulzimmer also nicht verlassen, um beim Bild zu bleiben. Da frage ich mich dann, war dieses Szenario vielleicht genau das Ziel von OpenAI, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten? Man weiß es nie so richtig bei den KI-Firmen. Es gibt in der Szene so den Ausdruck Criti-Hype. Das heißt, man kritisiert zum einen etwas, aber hypt es damit auch. Und das passiert natürlich, wenn man sagt, schau, wie gefährlich mein System ist. Das hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Anthropic, das große andere KI-Unternehmen neben OpenAI, das hat auch ein KI-System, das heißt Mythos. Und von dem haben sie gesagt, das ist zu gefährlich, dass wir es der großen Öffentlichkeit geben können. Das hat solche unglaublichen Hacking-Kapazitäten, dass wir das nicht freigeben können. Und da sagt man zum einen natürlich, schaut, wie gefährlich es ist, und zum anderen, es ist so gefährlich, wäre es nicht interessant für Sie als Unternehmen, dieses System vielleicht selbst zu brauchen, um dann Lücken zu schließen, dass es die Lücken findet, die man schließen kann. Also man warnt und macht Werbung gleichzeitig. Also eine Art Marketingstrategie auch. Das muss man wahrscheinlich schon so sagen, wobei sie natürlich schon recht haben, vor diesen Systemen zu warnen. Also in den falschen Händen können die sehr mächtig sein. Die können natürlich viel mehr als menschliche Hacker. Die können viel schneller bestimmte Angriffspunkte finden und auch viel schneller bestimmte Punkte auszunutzen, versuchen, von denen sie wissen, dass die gefährlich sein könnten. Es ist natürlich schon etwas anderes, als wenn nur ein Mensch das machen würde. Es ist also irgendwie halb Warnung, halb Werbung. Fakt ist aber, KI kann mittlerweile sehr gut hacken, sich Zugang verschaffen zu eigentlich geschlossenen Systemen. KI findet Sicherheitslücken. Könnte sie damit auch ein gefährliches Vorbild sein für illegale Hackergruppen? Also man sieht das im Bereich der Cybersecurity eigentlich schon seit langem, dass das so eine Art Wettrüsten ist und auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Also schon öfter sind neue technische Möglichkeiten bekannt geworden, die Hackern neue Möglichkeiten gegeben haben, bestimmte Angriffspunkte auszunutzen, aber gleichzeitig eben auch den Unternehmen die Möglichkeit gegeben haben, in ihren Systemen bestimmte Angriffspunkte zu finden und die dann sicher zu machen. Und es ist halt einfach die Frage, wer ist da schneller, wer kann schneller ein Tor schließen, bevor die andere Partei es aufmachen kann. Ich glaube, im Moment sind vielleicht eher die Unternehmen im Vorteil. Das sieht man eben bei diesem System Mythos von Anthropic, das nicht für die große Allgemeinheit freigegeben wurde, aber für bestimmte Firmen schon, die sich verpflichtet haben, das unter ganz spezifischen Sicherheitsbedingungen zu nutzen. Und die können das jetzt natürlich nutzen, um eigene Sicherheitslücken zu schließen, während andere, also Cyberkriminelle, noch keinen Zugriff darauf haben oder zumindest keinen haben sollten und diese Lücken noch nicht ausnutzen können. Nachteil Hackergruppen also, weil die Unternehmen, die sie angreifen könnten, einen Wissensvorsprung haben. Mir ist vieles klarer geworden heute. Am Morgen tönte die Geschichte noch ziemlich bedrohlich. Eine KI hackt sich ins System einer anderen KI-Firma rein, ohne expliziten Auftrag. Jetzt weiß ich, OpenAI hat bei diesem Test ein Türchen offen gelassen, dass sowas passieren könnte. Stichwort Marketing. Und halt doch, KI kann mittlerweile sehr, sehr viel. Ich wollte von Digitalredaktor Jörg Tschirren dann doch noch mehr Klarheit in Sachen KI. Kannst du ausschließen, dass dieses Horrorszenario, dass sie sich selbstständig macht, irgendwann Realität wird?
Das Selbstständigmachen würde ja ein Bewusstsein der KI voraussetzen. Also dass die KI von selber sagt, so, jetzt mache ich das. Die wacht eines Morgens auf und dann sagt sie, so, jetzt hacke ich mich irgendwo rein. Und das ist hier natürlich überhaupt nicht passiert und das ist nirgendwo sonst passiert. Es sind immer Menschen am Anfang gestanden, die der KI einen Auftrag geben. Das kennt man ja vom eigenen Umgang mit KI. Also wenn ich ChatGPT benutze, dann setze ich mich nicht an den Computer und ChatGPT macht schon irgendetwas und sagt mir irgendetwas. Das braucht zuerst den Prompt, also die Eingabe von mir, damit das System etwas macht. Und so ist es auch mit allen anderen KI-Systemen. Wenn es jetzt darum geht, können die Systeme vielleicht ein Bewusstsein entwickeln, das sie dann dazu befähigt, eben selber bestimmte Handlungen zu veranlassen. Da sind Expertinnen und Experten sehr geteilter Meinung. Der größte Teil sagt eigentlich, mit den Systemen, wie wir sie heute haben, wird es erst in langer Zeit oder wahrscheinlich überhaupt nie möglich sein. Die Welt in einer Viertelstunde etwas besser verstehen. Ich hoffe, wir haben unser Versprechen auch heute eingelöst. Meldet euch bei uns mit Feedback oder auch mit Themenvorschlägen per Mail newsplus@srf.ch oder am allerliebsten per Sprachnachricht 076 320 1037. Das Team heute: Marisa Eckli, Nicole Roos und Dominik Brandt. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.